Das Ende. Den letzten Akkord spielt nicht die Hand, sondern der Bagger. Schätzungsweise wohl 3000 Mal im Jahr in Deutschland. Spielen wir nicht mehr? Sind diese Klaviere überflüssig? Klaviere altern auch, das sind Gebrauchsgegenstände. Und der Vergleich hinkt vielleicht etwas, aber wie Autos ist es auch für Klaviere irgendwann vorbei. Er muss es wissen. Frank Beer, Hüter von über 200 Klavieren im Germanischen Nationalmuseum. Auch bei ihm rufen öfters Menschen an, die nicht wissen, wohin mit dem alten Klavier. Da war meistens schon der Klavierstimmer und hat gesagt, ja, da müsste man viel dran machen oder es lohnt sich nicht mehr. Und dann denken die ans Museum. Aber wir haben da unsere Auswahl schon an solchen Klavieren und nehmen da keine mehr. Und dann hat man oft Menschen am Telefon, die dann enttäuscht sind, die das in der Seele wehtut, auch wenn sie nicht selber spielen. Eben. In der Seele tut es weh, wenn das Holz splittert, wenn die Saiten reißen. Die zahlreichen Erinnerungen an das erste Mal für Elise ohne Fehler. Heimliches Klimpern, wenn die genervten Eltern nicht zu Hause sind. Und das Klavier ist so viel mehr als nur ein Musikinstrument. Symbol für Vermögen, Symbol für Bildung, Teil der Familie. Aber auch ein Möbelstück, das der Mode unterworfen ist. Ein Erbstück, das Platz braucht, bis es irgendwann verschenkt wird. So wie dieses hier. Eine Schenkung an die St. Georg-Gemeinde in Taufkirchen. 2 waren es in kurzer Zeit. Bei diesem Instrument jetzt war das so, dass es von Anfang an eigentlich schon Schrott war. Ne? Nur das hat keiner vorher geprüft. Aber normalerweise ist es so, dass die Instrumente einfach verschleißen mit den Jahren. Und dieses hier ist jetzt sowieso schon ungefähr 100 Jahre alt. Und da ist es normal, dass einfach das Innenleben verschleißt und dass auch die Wirbel locker werden und solche Dinge. Das kann ich Ihnen zeigen. Und zwar sieht man also schon hier Risse, und dieser Riss zum Beispiel, der geht genau durch den Stimmwirbel und die Saite kann halt nicht mehr die Stimmung halten. Den Riss kann man nicht mehr machen, also da muss man alles Mögliche dann austauschen, aber es ist einfach ein Aufwand, der sich in keiner Weise lohnt. Diagnose unstimmbar. Hunderte wie diese stehen in Fluren, in Kellern oder landen auf eBay-Kleinanzeigen und müssen Platz machen für neue. AD-Klavier. Aber nicht jeder kann da so rational Abschied sagen. Bei dem jetzt nicht so, aber bei der andere aus dem Pfarrsaal, das tut mir schon ein bisschen weh, weil es irgendwie das Klavier war, auf dem ich auch ein bisschen gespielt hatte. Ich bin zwar kein Pianist oder so, aber es tut mir schon leid. Dass sich dieses starre, mächtige Instrument des 19. Jahrhunderts überhaupt gehalten hat, ist eigentlich sonderbar. Passt es doch kaum noch in unsere kleinen, hellhörigen Wohnungen. Zu uns, die dem Job hinterherziehen müssen. Wir vernachlässigen seine Pflege. Kein Ausweg also als der Schrottplatz? Doch, die Aktion Play Me, I'm Yours. Einmal im Jahr sammeln Vereine wie in München oder Augsburg alte Klaviere, lassen sie von Künstlern umgestalten und geben ihnen einen neuen, manchmal auch einen letzten, großen Auftritt. Sie werden Sinnbilder unserer Sehnsucht. Auch die, die selbst kein Klavier zu Hause haben, können hier spielen. So finden manche, trotz ihres Klangs, danach ein neues Heim. Meistens mehr Kunstwerk fürs Auge als fürs Ohr. Aber ich glaube, die Exklusivität beim Klavier liegt nicht darin, es zu haben, sondern es zu spielen. Trotzdem, auch wenn es unbespielbar ist, das Klavier bleibt bis zu seinem Ende mehr als nur ein Haufen Holz, Filz und Metall.
Also, noch einmal.